Tokio, Anfang der 2000er Jahre, Tag 8, Samstag. Guten Tag, ihr Leid. Ich bin heute etwas unsynchron, wie man unten rechts sieht. Das liegt einfach daran, dass ich eine ganze Folge nachsynchronisieren muss, weil mein Mikrofon gedacht hat, nö, das machen wir jetzt nicht. Egal. So, also hier, zack, laden auf. So, das war der Xbox-Controller vom Touristen. Hä, habe ich nicht Lizenz gehabt? Hä, was ist das? Achso, ja, das ist mein... Was willst denn du jetzt von mir? Lass mich doch mal... Okay. Dir ist es gelungen, das zu reparieren. Du scheinst gute Arbeit geleistet zu haben, wenn man natürlich bedenkt, dass du ein Anfänger bist. Obwohl, da ist dieses... Ja, und hier... Ach, was soll man auch schließlich von einem Amateur wie dir erwarten? Ich hätte das viel besser erledigt. Ja. Zumindest hoffe ich, dass du es nicht verschlimmbessert hast. Funktioniert es überhaupt oder soll ich das auch überprüfen? Da. Nee, komm, ja. Da. Ah, du hast also auch Probleme. Was? Weißt du, dass da Geld drin war? Was hat denn das alles zu bedeuten? Was will er denn von mir? Ja, kümmere dich nicht um mich. Ich bin dann mal weg. Ja, egal. Hauptsache, er hat Geld dagelassen. So. So, hier, wir haben eine Trinkgeldbüchse gekriegt. Die ist praktisch. Und hier ist ja meine Lizenz. So, schön. Xbox-Lizenz, Controller, Service, Gedönse, Ding. Guti. Haben wir hier noch eine PSP. Und ab geht's. So, jetzt gucken wir erstmal den Xbox-Controller da. Ein bisschen auseinanderschrauben. Ah, da unten ist sie kaputt. Das sehe ich schon jetzt schon. So. Xbox-Controller. Das ist übrigens noch der Duke. Der Duke-Controller. Da siehst du mal, ne, dass das Spiel, das kann, ich glaube nicht, dass das von Japanern entwickelt wurde, ne? Weil meines Wissens nach hatten die Japaner in Japan standardmäßig den Xbox-Controller S. Also wir reden von der ersten Xbox, ne? Und das hier ist der Duke. Das ist ein, wie der Pfälzer sagen würde, ein Brevel von dem Controller. Das Ding war mächtig. Das war fast größer wie die Konsole. Nee, ist gelogen. Die erste Xbox war riesig. Okay, im Vergleich zu heute war sie mini, wenn ich mir so eine PlayStation 5 angucke oder so. Egal. Jedenfalls, es kam dann irgendwann der Controller S, der Xbox Controller S. Der war super, der war halt ein deutliches Stück kleiner. Und soweit ich weiß, ich kann mich aber auch irren, könnte mich ja verbessern, haben die Japaner von Haus aus den Controller S gekriegt, weil der Originale war halt riesig, der war für riesige Pranken und so kleine, zarte japanische Hände, weißt du, die hätten den gar nicht fassen können, hätten die nicht. Der hätte gar nicht in eine normale Standard-japanische Wohnung gepasst. So. Wurde nie benutzt. Ja, also ich brauche Ersatzteile, ne? 6.900 Yen ist schon ordentlich. Ja, aber gibt irgendwie keinen anderen. Ja, komm. So, also. Lizenz? Nee. Jetzt komm, es gibt halt einfach keinen anderen, mach in Warenkorb und dann kriegt man den auch relativ zügig geliefert, wenn ich nicht noch ewig jetzt hier rumdenge. Mal noch was Cooles anderes. 1700, weiß nicht. Druckluftspray, Airbrush? Ja, nee, ich habe kein Geld. Komm. Hallo? Ja. Sag mal. Ich sehe jetzt gerade eben selbst, kann das sein, dass ich das noch gar nicht bestellt habe? Die Teile? Ich habe es ja nur in den Warenkorb gelegt. Mann, bin ich doof. Du, die Disk ist kaputt. Alles klar. So. Guti, kriegen wir hin. PSP. Jawohl. Oh, die Schrauben da raus. Ich hatte nie selbst eine PSP besessen. Ich habe mal eine vom Kollegen ausgeliehen, der hatte eine und ich wollte unbedingt Monster Hunter Freedom Unite oder Freedom, keine Ahnung was zocken. Also ich wollte mal ein PSP Monster Hunter zocken, sag wie es ist. So. Und dann hat der Kollege gesagt, jo klar, kein Problem, gebe ich dir, ne? Und dann hat er mir die PSP gegeben. Und da war aber hinten die Klappe für die UMD, die war zugebappt. Und da hat er gesagt, darfst du nicht aufmachen. Die muss zugeklebt bleiben.
Ja, aber ja, er hatte Monster Hunter Freedom Unite, war auf der Konsole spielbar, aber er hat dafür nichts bezahlt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Naja, nicht mein Problem. Ich habe mir die Konsole ausgeliehen und habe dann ein bisschen Monster Hunter auf der PSP gezockt und dann halt wirklich gelernt, das meinen sie mit der Klaue, wo du machen musstest, um die Kamera zu steuern. Du hattest ja, ja, ihr seht es ja hier gerade links, das Steuerkreuz oben und unten den Analogstick. Mit dem Analogstick hast du natürlich dein Männlein gesteuert, aber die Kamera hast du mit dem Steuerkreuz und das ist ja beides links. Und dann musstest du halt so eine Klaue machen, also so mit dem Daumen auf dem Analog-Schiebepad oder wie man das nennt. Und mit dem Zeigefinger, den du wie so eine Klaue gehalten hast, hast du dann das Steuerkreuz bedient, um die Kamera zu drehen. Ja, voll dumm so, ne? Ich habe ja, also mein erstes Monster Hunter war Monster Hunter für die Wii. Und das habe ich auch nie mit einem Chuck gespielt oder so. Da habe ich halt gleich ein Pro-Controller für die Wii. Ja, dir zugelegt. So. Und dann war das cool. Konntest du ganz normal mit 2 Analogsticks, feine Sache. Ja. Und dann war mein erstes Monster Hunter und direkt verliebt. Und die PSP habe ich dann halt dem Kollegen zurückgegeben und dann so, ja, danke, aber ich werde mir jetzt nicht eine PSP holen, nur um das Monster Hunter zu spielen. Danach kam dann halt, also nach Monster Hunter 3, das war ja das für die Wii, was auch im Westen rauskam, was ich ja gezockt habe. Und dann kam dann schon der 3DS mit der Wii. Also auf dem 3DS kam dann, ja klar, da kam, also es kam, ne, stimmt, keine Ahnung. Es kam auf jeden Fall, es kam für den 3DS, kam dann halt Monster Hunter 3 Ultimate raus. Aber das kam für die Wii U. Wii U und Wii 3 Ultimate, was weiß ich, wie man es nennt. Hatte ich beides, also ich habe es auf der Wii U gezockt und für unterwegs habe ich es mir auch nochmal für den 3DS gekauft. Allerdings auf dem 3DS so gut wie nie gespielt. Und jetzt nicht nur, weil man da keinen rechten Analogstick hatte, konntest du ja mit dem Schiebepad, mit dem Touchscreen, konntest das gut machen. Und die haben da auch dann eingeführt, dass man durch einen Doppelklick auf die L-Taste, glaube ich, sich aufs Monster zentrieren konnte. Nicht auf gewisse Teile, sondern einfach nur auf die Mitte des Monsters. Das hat schon geholfen, Kamera ein bisschen. Und es gab ja auch die Wanne, wo man so den 3DS reingelegt hat und dann hattest du so einen 2DS, einen zweiten Analogstick drin. Egal. Ich bin nicht so der mobile Zocker. Ganz ehrlich, ne? Monster Hunter ist ein Spiel, wo man gegen große Monster kämpft und du spielst da so auf so einem kleinen Mini-Futzel-Ding. Nee, also wenn möglich, zocke ich Monster Hunter natürlich im großen Fernseher. Es kam dann natürlich noch Monster Hunter 4 Ultimate. Das gab es ja nur für 3DS. Also ja, das habe ich natürlich auf dem 3DS ewig lang gezockt. Und dann kam auch auf dem 3DS Generations ohne Ultimate. Auch das auf dem 3DS ewig lang gezockt. Weil er hatte ja nichts. Und ja, dann kam Monster Hunter World. Das gezockt, wieder endlich auf dem großen Fernseher, voll geil. Auch wenn Monster Hunter World damals das Monster Hunter war, was mir am wenigsten gefiel, was immer noch gutes Monster Hunter ist. Mittlerweile ist das Monster Hunter, was mir am wenigsten gefällt, ist mit weitem Abstand ist Wilds. Das ist irgendwie, ja, ist ja auch egal. Ich rede von dem guten alten Monster Hunter. Und als dann halt Monster Hunter World so extrem durch die Decke ging, hat sich Capcom so gedacht, Moment, das kaufen ja doch Leute im Westen. Vielleicht sollten wir die Switch-Version von Monster Hunter Generations Ultimate, die es gab in Japan, vielleicht sollten wir die doch im Westen rausbringen. Haben sie gemacht. Und was hab ich es auf der Switch dann ordentlich nochmal 1000 Stunden reingebuttert in die Generations Ultimate. Ach ja, Generations Ultimate kann ich nur jedem empfehlen. Ist einfach so ein Best-of von Old Monster Hunter, außer dass es natürlich keine Unterwasserkämpfe gibt, leider. Ich bin ja einer von denen, die Unterwasserkämpfe geil fanden, richtig geil. Und ich glaube halt, jeder, der Unterwasserkämpfe nicht geil findet oder fand, das war einer, der Langschwert gespielt hat. Der
Das ist aber nicht das Problem von Unterwasserkämpfen, wenn ihr eine scheiß Waffe auswählt. Spielt Lanze und Unterwasserkämpfe sind geil. Oder Großschwert oder alles andere. Aber die ganzen Langschwertspieler so, Unterwasserkämpfer sind voll doof. Nee, sind sie nicht. Sind voll geil. So, habe ich jetzt irgendwie locker 10 Minuten über Monster Hunter gelabert, während ich hier eine PSP auseinanderbaue. Sehr schön. Guti, guti. Also, hier dreckig, da dreckig. Was ich hier jetzt gerade mache, glaube ich, ist, ich benutze jetzt mehr das Spray. Eigentlich habe ich vorgehabt, das Spray, das Druckluftspray für große Teile zu verwenden, weißt du? Muss nicht ewig drüber rumpinseln, aber, Moment. Habe ich geräuspert? Ja, nee, mich stört einfach, dass ich da 2 Dinge habe. Deshalb mache ich jetzt einfach nur das Druckluftspray leer. Kennt ihr das? Weißt du, wo du denkst, hey Mann, das ist teuer, aber ich will einfach nur, dass es leer wird und dann kaufe ich es mir nie wieder. Und dann tust du es einfach nur verbumbeitle. Verbumbeitle? Gibt es das Wort? Ja, also bei mir gibt es das Wort. So, gut. Okay, ja. So, kriegen wir gut hin. Wir brauchen da noch eins. Nee, das nicht. Das andere kleine. Nein, das geht noch nicht. Das andere kleine. Schon ein bisschen doof, der Kerl, oder? Ja, das da meine ich. Genau, das da. Mach's doch mal da rein. Ja, nee, jetzt erst so ein Metallding. Mann, es ist auch immer wieder krass, wie man, wenn man ein Let's Play macht, dann ist man ja nicht nur am Zocken. Wenn ihr zu Hause zockt und dann so Sachen euch auffällt wie, der hat da wieder, keine Ahnung, Gronk halt, ne? Die Geisel des Gronks, der hat da bei Minute so und so viel hat er Kohle übersehen oder sowas. Echt jetzt. Geht mal hin, nehmt euch auf, ihr müsst euch schon nicht mal aufnehmen, aber labert mal einfach. Und zwar wirklich, labert komplett, eine komplette Zock-Session durchlabern. Und nicht großartig Pause machen. Ihr könnt natürlich 10 Minuten die Gosche halten, aber dann sagen die Leute, ja, super, wenn ich irgendwie ein Let's Play gucken will, wo einer einfach nur zockt und nichts sagt, dann brauche ich auch kein Let's Play, kann ich selbst zocken. Oder kann mir, keine Ahnung, so ein wie heißt das? Wo sie einfach nur durchspielen und sowas. Ja, was ich halt sagen will ist, wenn ihr dabei labert, dann müsst ihr irgendwie nachdenken, was ihr labert. Nicht, dass ich das viel machen würde. Ich laber einfach irgendeinen Scheiß, merkt man ja gerade jetzt. Aber ihr müsst euch da drauf konzentrieren. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, dass das, was er macht, einigermaßen interessant ist. Um zum Beispiel jetzt wieder bei Monster Hunter zu sein, bei meinem geliebten Monster Hunter, bei meinem geliebten alten Monster Hunter. Es ist kein Problem, rumzulaufen und zu schnetzeln, aber Monster Hunter musst du halt auch Rüstungen zusammenbauen. Und alleine das Rüstung zusammenbauen und das Abwägen, was nehme ich dazu, wie verträgt sich das mit das? Bei den alten Teilen war es ja sogar so, es gab Minus. Das eine hat Angriff, also du hast irgendwie ein Rüstungsteil gehabt, das hat Angriff Plus gehabt, aber gleichzeitig hatte es, keine Ahnung, Benommenheit Minus. Also, dass du länger benommen bist oder schneller benommen bist. Und dann musstest du das abwägen. Und das kann auch mal sein, dass ich da wirklich eine halbe Stunde ein Teil angucke und mir überlege, wie baue ich das wo ein. Und da überlege ich halt in aller Ruhe. Und da kann man nicht großartig was erzählen, weil ich bin hier am Überlegen. Ich bin am Rechnen, Junge. Meine Finger sind nicht am Controller, ich muss rechnen. Weißt du? Oh, die Dose ist bald leer. Ja, und das ist dann ein bisschen doof. Deshalb gehe ich halt, jetzt zum Beispiel, ich spiele aktuell noch Beast of Reincarnation. Und da hast du halt auch so ein RPG-Baum, wo du dann so Zeugs eingeben kannst. Also so Zeugs wie hier, da machst du mehr Angriff und da machst du mehr das. Ich lese mir das da nicht richtig durch. Guckt euch mal an. Ich spiele immer eine halbe Stunde und die letzte Viertelstunde tue ich dann Werte verbessern und sowas. Ich fliege da einfach drüber. Ich tue da nicht viel Gedanken drauf verschwenden. Einfach aus dem Grund, ich würde mich da gerne reinsteigern, ja. Und 3 Stunden brüten. Wie mache ich das am besten, dass ich da mehr Angriff kriege und da mehr was weiß ich was. Aber das ist nicht interessant, mir beim Denken zuzugucken, wenn ich nichts sage. Und ich kann nichts sagen, weil ich ja denken will. Und deshalb nehme ich einfach irgendwas, wo ich denke, oh ja, das ist cool. Guck mal, das macht Blocken. Ja, das nehme ich, weißt du? So. Fertig geräuspert. Guti.
Bin ich wieder abgeschwiffen? Ja, was ich sagen will ist... Boah, Mann, das war eine riesige Herleitung. Pass auf. Voll reingerotzt. Ich habe ins Mikro gerotzt. Tut mir leid, schneide ich raus. Moment, ich klatsch. Vielleicht funktioniert es ja und ich denke dran, dass ich es rausschneide. Ich glaube eher nicht. Ja, was ich sagen will ist, wenn du halt ein Let's Play machst und am Labern bist und so, da übersiehst du so viele Sachen, die du, wenn du schön danach sitzt und guckst dir das nochmal an, du übersiehst die so, dir fallen sie sofort auf und denkst dir, wie kann man das übersehen? Wie kann man übersehen, dass da ein Steuerkreuz fehlt? Ich meine, okay, ich glaube, ich weiß es an dieser Stelle nicht, dass ich zuerst das Steuerkreuz drauf machen muss und dann erst die Analogsticks drauf machen kann, aber egal. So. Da guck, jetzt merkt das. Übrigens sah so das Xbox-Steuerkreuz aus? Also, ja doch, sah es. Ich habe so gedacht, ja, das ist ja falsch rum. Das ist ein X. Auch wenn es eine Xbox ist, aber ein Steuerkreuz, was kein oben hat, ist irgendwie ziemlich doof. Nee, das stimmt schon. Fällt mir gerade ein. Eben dachte ich so, hör mal, wo kommen da die Akkus rein? Quatsch, das erste Xbox-Pad hatte gar keine Akkus. Das hatte hinten noch einen Slot für die Memory Card. Also eigentlich war das... Oh, ich habe was vorzulesen. Arigato gozaimasu, Masuta. Der Controller sieht aus wie neu. Sugoi, bist ein wahrer Zauberer. Ich bin wirklich unglaublich glücklich. Masuta, ich muss dir noch erzählen, dass es mir auch gelang, das Herz zu heilen. Im Night Café habe ich die hübscheste Bedienung getroffen. Es ist... Arui. Okay. Ihr Outfit ähnelte meinem Lieblingsanime. So kawaii. Oder kawaii, ich weiß nicht. Mein Herz klopft immer noch. Doki, 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 doki. Oh Gott, geht mir auf den Sack. Sie war immer in der Nähe, immer lächelnd. Sie hat sogar ein Neko-Emoji mit Ketchup auf meinen Omuris gezeichnet. Und sie gab mir auch ihre Nummer. Sie wollte mir das wahre Akihabara zeigen. Du hast Zweifel, was? Ich werde es dir zeigen. Moment mal, wo ist mein Pokia? Ich kann mein Telefon nirgends finden und Haruis Nummer ist darin abgespeichert. Ich muss es im Maid-Café vergessen haben. Danke für alles, Masuta, aber als echter Gentleman muss ich dorthin zurück. Ich werde deine Nummer nicht verlieren, liebe Harui. Ja, komm. Ihm raten, nächstes Mal Vorsicht. Ja, jetzt aber ernsthaft. Die arbeitet in einem Maid-Café und hat sich da einen angelacht? Okay. Ist nicht mein Problem, da einfach... ist denen ihr Problem. Also, uff. Ja. So. Ich repariere lieber Xbox-Controller. Ja. Was ich sagen wollte, ein Xbox-Controller ist quasi, meiner Meinung nach, die Weiterentwicklung von einem Dreamcast-Controller. Also die Ähnlichkeiten finde ich schon da. Oh, da ist gerade wer gekommen. Keiner da? Oh, da hat jemand Trinkgeld hinterlassen. Cool. Danke. Eine coole Sache. So, ja. Der ist ja eh zum Erneuern. Jawohl. Aber alles... Kabelfehler? Ja, habe ich gerade rein. Okay. Also der Dreamcast-Controller, guckt ihn euch mal an. Vor allen Dingen... Ja, dass man da hinten die Memory Card reinmacht. Also die allererste Xbox hatte schon eine Festplatte. Aber es gab halt auch Memory Cards. Und die konntest du dann da hinten reinstöpseln. So, oben am Controller so. Was aber noch mega gut war... am Dreamcast-Controller, ist aber hier nicht so, glaube ich. Der Dreamcast-Controller, und alleine dafür habe ich ihn geliebt. Standardmäßig hatte er das Kabel, also war ja noch ein Kabel-Controller, und das ging nach unten. Also nach hinten, zu dir hin, ging das Kabel raus. Genial. Ja, vorne hat man halt die VMU, die Visual Memory Unit reingesteckt. Und dann haben sie so gesagt, nö, da können wir da vorne kein Kabel hinmachen. Und dann haben sie es hinten rausgeführt, also zu dir hin. Und das war genial, weil du hast ja eh in der Hand kein Kabel, was nach vorne irgendwie zupselt. Ich fand das richtig geil. Das hat aber auch unten der Dreamcast-Controller, so eine Rinne gehabt. Und da konntest du das Kabel durchlegen, dann war es dann doch nach vorne. Aber sowas haben nur Unmenschen gemacht, sage ich euch. So. Guti, da muss ich mal ein bisschen hier aufs Spiel konzentrieren. Will ich aber nicht. Ey, sorry, ich habe hier wirklich eine Stunde durchgelabert, weißt du? Und dann ist die Aufnahme scheiße. Und nicht nur das. Sie ist, glaube ich, sogar doppelt scheiße.
Weil ich glaube, danach, also ich weiß nicht, was hier los war. Ich habe vorhin noch ein anderes Spiel gespielt, da hat das Mikrofon astrein funktioniert. Und jetzt fange ich das Spiel an und das Mikrofon wurde einfach, keine Ahnung. Mein Betriebssystem hat das Mikrofon nicht mehr erkannt. Keine Ahnung. Ich habe es dann einfach Kabel raus, Kabel wieder rein und dann ging es wieder. Aber es knasterte und knisterte so. War ein bisschen doof. Ab irgendeinem Zeitpunkt geht's wieder. Ich glaube ab Minute 40 oder so. Das heißt, ihr müsst mich jetzt noch 20 Minuten ertragen, wie ich über alte Controller mich erfreue. Und euch sage, was gute alte Controller sind. Dreamcast-Controller fand ich gut. Auch wenn er etwas zu klein war. Weil gerade die Griffdinger für die Hände hinten, ich fand, das war ein bisschen zu eng. Und natürlich, oh, ganz schlimm, die Face-Buttons. Irgendwie hat Sega das für eine gute Idee gefunden, auf dem unteren Knopf, das dürfte A gewesen zu sein, so einen kleinen, wie ein Gusspunkt zu lassen. Damit du besser ja fühlen kannst, wo du bist. Ja, hat aber dazu geführt, dass es dir in den Finger gestochen hat, wie irre. Naja. Ja, jedenfalls, die Dreamcast hatte Windows CE, glaube ich, als Betriebssystem drauf. Hast du nichts von mitgekriegt, das lief halt im Hintergrund so. Aber es stand halt vorne drauf, hier, proudly powered by Windows CE oder sowas. Hat halt dazu geführt, dass man PC-Spiele recht gut für die Dreamcast konvertieren konnte. Recht gut. Und ich glaube auch, hat Xbox oder hat Microsoft gezeigt, ey, sag mal, Konsolenzeug könnte man schon selbst machen, ne? Und dann sind sie ja dann, da war Sega schon aus dem Konsolengeschäft draußen leider, hat dann dazu geführt, dass halt die erste Xbox gab. Ja. Und wie gesagt, der Controller erinnerte mich halt wirklich sehr an das Dreamcast-Pad. Also so die Anordnung der Sticks war gleich, Knöpfe hinten, die Dinger. Ja, die Memory Card bei der Xbox halt, bei der Dreamcast war es ja VMU, sowas halt. Also ich finde Dreamcast Controller war okay, hatte halt noch keinen zweiten Analogstick. Das kannte man damals noch nicht. Das ist ja eine Zeit von, ja okay, PlayStation hatte schon einen zweiten Analogstick und PlayStation 2, aber standardmäßig hat es erstmal, was willst du mit dem zweiten Analogstick, weißt du? Ego-Shooter da war noch nichts mit rechter Stick ist für Kamera oder so. Ja. Was gab's denn noch? Es gab noch die Dreamcast-Tastatur und Maus. Hatte ich auch. Damit habe ich dann meinen ersten, also habe ich mir Quake 3 Arena gekauft, weil man das dann mit Maus und Tastatur steuern konnte. Und das ist die beste Art, einen Ego-Shooter zu steuern, sagte das damalige Internet. Ich bin damit nicht klargekommen. Also ja, ich habe es irgendwie hingekriegt, aber ich habe halt mehrere Sachen festgestellt. Erstens mal, ich bin nicht geeignet für Maus und Tastatur zur Steuerung. Und zweitens mal habe ich festgestellt, ich bin nicht geeignet für Ego-Shooter. Macht mir keinen Spaß. Also es ist halt ein Arena-Shooter, also ne, Quake 3 Arena halt. Macht mir keinen Spaß und ich bin zu lahm und kann nicht und war irgendwie doof. So. Ja. Aber so, scheißegal, ich hatte eine Tastatur und damit konntest du den Browser bedienen. Die Dreamcast hatte ja ein eingebautes Modem, 33K Modem hatte ich hier in Europa und damit bin ich ins Internet gegangen. Für teuer Geld, irgendwie so halbe Stunde, 30 Cent gekostet, so ungefähr oder sowas. Und bin damit halt ins Internet gegangen. Ja, ich hatte keinen PC und es ging. Hat mir sehr geholfen bei manchen Sachen, wovon ich auch heute noch zehre. Zum Beispiel hat es mir gezeigt, Junge, gib gescheite Suchanfragen in Google ein. Damals habe ich, glaube ich, noch nicht mal Google benutzt. Ich glaube, ich habe noch Metagare benutzt. War auch ein Metacrawler. Benutzt man heute gar nicht mehr, gell? Also Metacrawler schon, aber jede Suchmaschine ist ein Metacrawler. Ist ja auch egal. Ja, damals noch kein Google, sondern Metagare benutzt. So irgendwie, Gare steht für Germany. Hätte auch Metagare heißen, ich habe keine Ahnung. Und da du aber pro Minute Geld zahlen musstest, hast du dir halt dreimal überlegt, ja, ich gehe jetzt mal in aller Ruhe, komm, ich gebe mal irgendeinen Scheiß in der Suchmaschine ein, guck mal, der Bildaufbau hat ja halt auch ewig gedauert. Nee, du hast dir vorher halt gut überlegt,
wie suche ich richtig? Ich habe mich offline informiert, wie man gescheit sucht, also so von wegen Sachen, wo 1:1 genau so suchst, gibst in Anführungsstriche ein. Sachen, wo du einfach nur die ganzen Worte suchst, sowas, egal in welcher Reihenfolge, kannst du einfach so reingeben. Sachen benutzt wie Plus, Minus, wenn du Sachen raus haben wolltest, sowas. Das habe ich halt gelernt. Oh, guck mal hier. Ich habe gerade so große Augen gemacht. Ich habe gerade festgestellt, dass dieses Autorola-Handy, ja okay, 7.000 Yen verdienst so, aber irgendwo habe ich gerade eins gesehen, das hat 16.000 hat das eingebracht. Und ich gucke jetzt einfach mal alle E-Mails durch. Ich nehme jetzt die Aufträge an, die am meisten Geld geben, weißt du? Was ist denn das hier? Sensei, der Sieger des Reparaturwettbewerbs bekommt zur Belohnung eine Reparaturlizenz für Robodox gratis. Das ist wohl eine der wenigen Möglichkeiten, Ersatzteile in die Finger zu bekommen, die hier sonst niemand hat und wohl auch nie haben wird. Außer dem vorherigen Sensei. Ich suche immer noch nach Infos, wie man denn nur da teilnehmen kann. Ja, nu. Ich sag dir Bescheid, wenn ich was finde. Wir haben ja eh kaum eine Wahl. Danke. Okay, wer ist das? Rezension. Hi, ich habe dir eine neue Bewertung hinterlassen. Hier ist die App, um sie dir anzusehen. Einfach installieren. Viel Glück beim Wettbewerb. Hä? Ja gut, machen wir mal. Einfach mal irgendwelches Zeug installieren, was man per Mail geschickt kriegt. Gute Idee. So. Okay. Zeig mal her. Alles funktioniert wieder. Super, toll gemacht. Tolle Atmosphäre hier. Alles klar. Echter Profi im Weg. 5 Sterne. Der Laden hat sowas wie Zen. Wahnsinn. So ein faszinierend. Was ist denn das hier? Reparaturen gehen auch besser. Nicht zu empfehlen. Womöglich sogar ein Betrügerladen. Ja klar. Ausgerechnet von ihm. Du A-Loch. So. Guti. Hallo Sensei. Puh, ich bin geschafft. Im Maid-Café war ein Tourist, der den ganzen Maids Kawaii und Sugoi entgegengeblättert hat und ihre Telefonnummern haben wollte. Der hat alle in den Wahnsinn getrieben. Ich habe ihm die Nummer einer Pizzeria gegeben. Jetzt, wo ich es mir recht überlege, ist dieser Kurier Yamato eher so ruhig und höflich im Vergleich. Ach. Kannst du dieses Pokia reparieren? Ich habe aus Versehen ein Bier drauf verschüttet, nachdem es auf den Boden gefallen war. 2-mal. Wahnsinn. Ich habe sogar schon einen Käufer gefunden. Danke, Sensei. Okay, ich muss los. Okay. Was ist das? Brief? Post? Was mache ich damit? Hä? Ja, wo lege ich denn die... Ah. Ja, aber ich muss das doch... Ach so. Miete überweisen, okay. Wie überweise ich Miete? Hä? Verwirrt? Hallo? Geld gehört in die Kasse. Laber doch kein Ich muss das doch da... Hä? Okay, ich verstehe es gerade. Achso, kann ich das Geld von der Kasse in den Brief rein? Den Brief in die Kasse. Nee. Hä? Okay, pass auf. Ah ja. So, jetzt klappt das so. Jetzt kommen wir her. So. Okay, das haben wir überwiesen. Geld ist überwiesen. Sehr schön. Was haben wir hier? Noch einen Xbox-Controller, der ziemlich verranzt aussieht. Ah ja, Handys. Ich mache ja diese Autorola oder Motorola-Handys da, die mache ich nicht gerne, weil das immer so ein Klinkerquatsch ist und 1000 Schrauben und dann geht's nur aufgeklappt und abgeklappt und was weiß ich was. Aber du kriegst einen Haufen Kohle, wenn es fertig ist. Und deshalb habe ich mir hier 2 geholt. Ja, so. Okay, hier gucke ich noch ein bisschen Lizenzen. Ja, keine Ahnung. Guck mal hier, ich habe 64.000 Yen. Airbrush. Imama Moonrise XP SP. Geil. Nehme ich mit. Wird gleich gekauft. Und ich glaube auch, ja, Siste hier gleich geliefert. Jawohl, hier Airbrush. Okay, was mache ich damit? Gerät muss vor dem Bemalen Achso. Okay, gut. Ja gut, jetzt wir könnten mal so langsam, ja, Schluss machen für heute. Reicht jetzt auch. Wir haben übrigens Sonntag, ne? So, wir haben jetzt, ich würde Zeit, dass ich nach Hause gehe. 10 Uhr einfach mal nach Hause gehen. Bäm. Wir haben gar keinen Sonntag mehr, wir haben jetzt Montag. Egal. Steht da irgendwo der Tag? Auch keine Ahnung. So. Guti. Boy, ihr müsst mein Geplapper noch 10 Minuten aushalten. Aber ich kann euch gleich sagen, es gibt da noch ein weiteres Problem. Danach knarzt es.
Auch nicht besser, ne? Naja. Aber ich habe da keinen Bock mehr weiter zu labern. Ich habe schon einen ganz trockenen Hals. So, erstmal Laden aufmachen. Achso, Montag. Montag ist es. So, jetzt ist... Gestern haben wir halt Ruhetag gehabt. Das ist schon in Ordnung, so. So. Okay. Also. Ich bin ganz müde hier. Was gibt's denn hier Feines? Ein Pokia. Okay, das sieht gut aus. Das ist noch sauber. Das ist auch sauber. Das ist kaputt. Ne, ja. Das ist gut. Also relativ sauber ist es. Ah ja, klar, sie hat es ja auch mit Bier gewaschen, ne? Klar ist das relativ sauber. So. Ich muss mir unbedingt so einen schnelleren Schraubendreher da kaufen. Der ist ja lahm irgendwie. Aber der ist so teuer, ein schnellerer Schraubendreher. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. So, Kaputski. Ist hier? Na, ist auch kaputt. Okay, sauber ist es. Vom Bier gereinigt, aber viel kaputt halt. So, nee, das Silberne da brauche ich. Schrauben dran. Ich muss mal gucken, schraubt mein Handy wirklich so auseinander? Also, ich habe ein altes Handy noch, aber das ist ein 3510 gewesen. Warum haben die eigentlich alle 10 am Namen? 34, 33, 10, 34, 10, keine Ahnung. Ich hatte ein 3510, das war cool, das hatte neben so orangenes Licht. Weißt du? Man merkt mal, dass ich da noch jung war, ne? Heutzutage hasse ich LED-Beleuchtung und so, hasse ich wie die Pest. Okay, so, was haben wir denn hier? Ja. Bisschen abgenutzt, funktioniert einwandfrei. Ja, Preis ist in Ordnung. Hier, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, das nehmen wir auch. Aber eigentlich ein bisschen teuer. Egal, ich brauche Ersatzteile, ich habe fast nichts mehr. So, Ring, da ist er schon. Also. So. Dann lass mal gucken. Das sieht aber eigentlich noch ziemlich fit aus. Ja, okay, der Nummernblock, der ist komplett verranzt. Der muss man sauber machen. Okay, passt. Goodie. Bading. Da, der gute Lautsprecher. Ja, sehr schön. Dann machen wir das natürlich ganz auseinander und packen es in die Kiste. Ich hoffe, dass öfters mal halt Handys kommen, wo, keine Ahnung, die Rückseite kaputt ist oder so. Weißt du, wenn halt dauernd nur der Lautsprecher kaputt ist oder was, ja, das ist doch scheiße. Meine ich. Weil, ja. Oder dass man Sachen, Einzelteile kaufen kann, das wäre auch eine feine Sache. So, aber erstmal um ihr Handy kümmern. Akku haben wir gebraucht, rein damit. Rückseite drauf. Vorderseite drauf, nicht. Vorderseite nicht drauf. Das Problem, der Lautsprecher. Junge, der Lautsprecher, da siehst du. Hab ich gewusst. Ja, vergesse ich irgendwie öfters. Alles klar. So, und jetzt pass auf. Ich würde das da gern benutzen. Okay. Patento Arcade. Was ist? Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist schönes Blau. Finde ich gut. Wieso macht's nicht? Was sieht geil aus. Ja, es ist nicht ganz so mein Blau. Es ist mir zu sehr ins Lila. Lila ist geil, ne? Aber das ist mir... Nee, das Blau gefällt mir nicht so. Ich bin ja... Also meine Lieblingsfarbe ist ja Rot. So das Rot, was sie zum Beispiel am Ärmel hier hat. So ein schönes... Ritzerot, wie meine Mutter sagen würde. Ah, ich bin wegen Pokiace fertig. Oh, super, meine Chefin ist totale Schreckschraube. Die ist mir ins Genick gesprungen deswegen. So. Ach, fast hätte ich es vergessen. Ich habe dir was mitgebracht. Schau mal, das sind Teile von allen möglichen Geräten. Die kannst du zusätzlich zu deiner Bezahlung als Dankeschön behalten. Geil. Ich träume davon, am Reparaturwettbewerb teilzunehmen. Ich verbringe meine Freizeit nach der Schule und der Arbeit damit, alle möglichen Geräte zum Üben auseinanderzunehmen. Und da bleiben immer Teile übrig. So viele Teile. Ich habe dem alten Sensei jeden Morgen so einen Karton vorbeigebracht. Er hat mir dafür 2000 Yen pro Woche bezahlt. Ich meinte 4000 Yen. Hier könnte ich auch Kartons vorbeibringen. Nee, lass mal. Ach, überlegst du auch am Reparaturwettbewerb teilzunehmen? Der Sieger kriegt meistens jede Menge Kundschaft. Und dann könnte ich meine Geräte über dich verkaufen.
Ich weiß gar nicht, wie man teilnimmt. Frag Hashimoto, pass auf. Falls du den Wettbewerb gewinnst, bringe ich dir kostenlos Teile, solange du mich anlernst. Viel Glück. Ich muss los. So. Okay. So. Super, 2 Sachen. Irgend so ein Scheiß. Ja, nee, das brauche ich. Da hätte ich sowieso keine 4000 ausgegeben. So, jetzt. Boah. Mit dem blöden Kackteil. Also ich weiß, dass man es aufklappen muss. Sonst kann man gewisse Sachen nicht wegmachen, ja. So, mach mal oben abmachen. Das ist das da jetzt weiß ich, sag ich mal, ich habe es ja gerade gespielt, das was ich hier gerade angucke. Aber dass man das obere Ding auch abmachen muss, weißt du, das Display-Halterungsdingens. Das vergesse ich zum Beispiel als oft. So, Lautsprecher, da, Lautsprecher, sag ich doch. Das kannst du wegschmeißen. So, jetzt das Weiße, das ist glaube ich die Antenne oder so. Ja. Okay. Dann. Da kommt wer. Moment. Bin gleich bei Ihnen. So. Ich organisiere nämlich eine Ausstellung mit einem großen Wettbewerb für Senseis wie dich. Aber die Trottel, die für mich arbeiten, haben mein einziges Kommunikationsmittel kaputt gemacht. Ohne mich geht alles drunter und drüber. Also streng genommen habe ich es fallen gelassen. Aber die waren schuld. Die sind immer so laut, stellen ständig Fragen, stehen mir im Weg. Ich brauche das jetzt schnellstens repariert, ja? Ach, und erzählt niemanden davon. Und übrigens siehst du ziemlich fertig aus. Versuch mal mehr zu schlafen. Mit dem toten Sensei kann ich nichts anfangen. Aha. Du auch, hä? Achso, ja, ich habe keine Zeit dafür. Ich kümmere mich später. Tschö. Also ich glaube, er meinte gerade dieses Licht, dieses Blitzgedöns. So, was ist das? Funkgerät oder so? Hab ich nicht. Egal, erstmal hier weitermachen. So. Also das muss sauber gemacht werden. So. So. Und jetzt pass auf. Ganz unten ist noch so ein silbernes Ding. Das muss ich noch abmachen. Und das übersehe ich so oft. Das da. Sowieso kaputt. Und das da auch kaputt. So. Also. Dann bauen wir das mal zusammen. So. Erstmal das Tastenfeld. Dann. Wieso ist da dreckiges Zeug drin? Ja, nö. Komm. Was ist denn dieser Platzieren-Knopf da links? Habe ich noch gar nicht gesehen. So. Ich habe schon wieder das silberne Ding vergessen, was unten rein gehört. Nee, das geht nicht. Habe ich schon probiert. Das ist doof. Ich brauche diese silberne Dingens da unten. Ja, da unten. Das da. Tastenabdeckung. Was braucht man denn sowas? Okay. Guti. Dann verschräuben wir das mal. So. Gut verschräubt. Guti. Das muss doch da oben dran. Nee, da fehlt noch eine Platine. So, jetzt hat, siehste. Auch dumm, dass man das so genau dahin halten muss. Egal. Komm, wir machen erstmal das da oben fertig. Lautsprecher? Nee. Hier hin. Mach du mal hinten die Verkleidung hin. Genau. Zudrehen. So. Dann kann man nämlich, also oben sind wir fertig. Ja? So. Und jetzt brauche ich noch eine Platine. Nee. Junge. Mach doch. Was ist denn mit dir los? Eine Platine. Da, genau, eine Leiterplatte. So, jetzt hat aber, genau, jetzt habe ich es geschnallt. Sehr schön, gucke mal. Okay, und jetzt noch. Wieso geht das nicht? Der Akku, Mann. Also nicht der Akkumann, aber der Akku, Komma, Mann. So, sehr schön. Jetzt hat's gepasst. Guck mal da. Ja, deshalb mache ich die Handys hier nicht gerne. Weil das ist immer so ein Gefuddel und so. So. Okay. Was ist mit dem? So, Guti. Nächstes. Schon wieder. Reinigen und Reparatur. So. Auf geht's. 4 Schrauben ab. Alles klar. So. Das ist noch gut. Das ist natürlich dreckig wie Sau. Richtig babbisch. Verranzt und... Oh! Guck mal, ich gucke da so komisch nach unten. Ich glaube, ich bemerke gerade, dass mein Mikrofon nicht aufnimmt. Ja. So, weiter geht's. Diesmal sogar mit Ton. Darf ich wieder fleißig drüber synchronisieren. Mach ich ja am liebsten. So.
Okay, wo waren wir? Okay, sorry für das Knarzen von meinem Ton, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich rede gerade zweistimmig, geil, oder? Ich habe hier ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf, das jetzt auch noch nachzusynchronisieren. Müsst ihr mit leben, es wird später ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung, warum das so klippt. Mein Mikro und dann hat das Mikrofon plötzlich es wird besser, man merkt's. Okay, alles klar, ich verabschiede mich hier. Monsieur Nachsynchroniseur sagt Tschüss. So, Guti. Tschüss. Hört dem zu, der Mann hat Ahnung. So. Dieses blöde weiße Ding da, weißt du? Keiner weiß, was es sein soll. Der Schnurrbart vom Handy. Oder so irgendwie. Ja. Naja. Guti. Dann machen wir das erstmal so, dass ich das Schlimmste schon mal mache. So, dann habe ich die Oberseite komplett fertig. Dann brauche ich diesen Schnurrbart da. Und so ein rosa Dingens da unten hin. Jawohl. Das da muss rein. Da kommt rein. Ich habe keinen Lautsprecher. Stiert. Mal her, wenn wir schon mal hier sind, dann macht das auch sauber. So. Ich natürlich keinen Lautsprecher habe, komme ich jetzt an dieser Stelle hier nicht weiter. Gut, dann reinige ich einfach mal die Sachen, die hier sind. Okay. Schmeiß das alles da rein. Also, blödes Ding bestellen. 9000 Yen. 820. Ja, nehmen wir. Na, gucken wir mal. Hallöchen. So. Okay, der ist noch gut. Jawohl. Der ist noch gut. So, pass auf. Jetzt reparieren wir erstmal das da fertig. Also da fehlt ja der Lautsprecher, den ich jetzt habe. Und dann kann ich auch... Was fehlt denn da noch? Akku. Ernsthaft jetzt, was fehlt denn da? Ich hasse diese Handys. Echt jetzt, ich hasse die. Mach doch da einen Akku rein. Akkurat. Achso, da fehlt dieses untere Dingens da. Da, das da. So, jetzt verstehe ich, was er will. So, jetzt haben wir 2 Akkus. So. Und eine Rückscheibe. So, das haben wir. Sehr gut. Kriegt man das gleich weg. Schon wieder 20 Uhr. Weißt du, noch nichts gemacht. Oh, geil, Geld. Ja, mit. Jawohl, jawohl, jawohl. So, jetzt tun wir die offenen Sachen hier noch machen. Also das da will ich noch weiter auseinandernehmen. Damit ich es habe, wenn ich es brauche. Eigentlich bräuchte ich da noch mehr. Ich bräuchte wieder so einen blöden Lautsprecher. Die ganzen kleinen Fuddel da habe ich eigentlich alles noch. Aber so Sachen wie Lautsprecher ich halt gar nicht mehr. Naja. So. Das kann man auch gleich nehmen. Das auch gleich. Und das auch gleich. Und das auch gleich. Und das auch gleich. So, passt. 12,80. Moment, das war zum Ausschlachten, gell? Nee, reinigen, Reparatur. Gut, dann machen wir das. Es geht einigermaßen leicht.
sag ich mal so. So. Ah, jetzt könnte ich hier die Spraydose gebrauchen. Das wäre praktisch hier bei so großen Teilen. Naja. Okay, das scheint auch gleich kaputt zu sein. Das ist natürlich dreckig. So. Ich hätte mir gerade meinen, der hat weiter Analog-Sticks. Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Wieso ist denn der kaputt? Geht noch. Auch noch gut. Der ist auf jeden Fall dreckig, das sehe ich. Der andere sieht gut aus, aber ich muss das aber abbauen, damit ich an die Platine selbst komme. Weil ich die wohl nur reinigen kann, wenn das da ab ist. Naja. So. Puttig. So, komm du mal her, wir sind noch nicht fertig hier. Halt andersrum. Hallo? Dahin. Überkopfschrauber. Können nur die Profis. So. Dann brauchen wir noch ein Kabel. Und noch ein Analogstick. Als ob das einen Unterschied macht, ob es der linke oder der rechte ist. Wir sind doch gleich, Mann. Mann ja nur. So. Ui. Arbeitstage 2 von 3. Moment. Du darfst auch nur eine gewisse Anzahl von Arbeitstagen verbrauchen. Was soll denn das? So, was ist hier los? Das ist einfach nur Ersatzteile. Gut. Nehme ich mit. Kann ich eigentlich auch Sachen, also jetzt kann ich ja hier mit Spraydose und so, weißt du? Achso, das ist alles Ersatzteil. Kann ich die jetzt pimpen und so geil anmalen und dann einfach verkaufen? Und sagen, guck mal, was ich hier hübsches Handy habe, willst du es haben? 70.000 Millionen Yen oder so. Wäre doch eine gute Idee, finde ich. So. Ach ja. Das Problem an diesem Spiel ist irgendwie, ich will eigentlich gar nichts anderes reparieren. Nokia-Handys sind so schön einfach zu reparieren, weißt du? Und wieso sollte ich da was anderes reparieren? Wenn noch das. Ich spezialisiere mich auf Nokia-Handys. So, 1:17 Uhr, Zeit für Internet. Okay, also Lizenz kaufen. Ich brauche sowas da. 40.000 Yen. Ja, komm. Nehmen wir halt mit. Kaufen wir gleich. Und dann habe ich noch 40.000 Yen. Reinigungspinsel Deluxe. Ultraschallreiniger. Ein Log-Toolkit? Was ist denn das? Keine Ahnung. Oh, was ist das? Monkey. Ja, weißt du, so Selbstfarben benutzen ist ja doof. Was ist das? Videokassetten. Ist das Deko oder was? Ein Daruma, Videokassetten, eine Muschel, ein Troll. Oh, einen geilen Godzilla. Lichtblei-Nachtlicht. Ein grüner Kristall aus einem beliebten Simulationsspiel. Gibt deine Laune wieder. CD-Girlande Lichterkette. Nee, komm, Godzilla ist schon. Der Godzilla muss mit. So, was haben wir hier?
das? Blaues Teenie-Wandregal. Oh, man kann noch seine Bude einrichten. Aber so, guck mal hier, da. Na, nicht das da. Das steht quasi direkt neben mir. Das brauche ich. Ja, nee, brauche ich nicht wirklich. Aufkleber? Ja, da steht mein PC, unten PC, ganz unten nix, obendrauf der Monitor, ganz obendrauf der Toaster, also wo ich Festplatten-Toaster und ein Haufen Evangelium-Figürchen. So, Turbo, oh, lustige Geschichten, guck mal, da ist Kacke. Kacke brauche ich auf jeden Fall. So, kaufen wir alles, oder? Zack. Unnötig Geld ausgegeben, einfach, was ist denn das? Günstige Geräte zum Ausschlachten. Ach, du kannst da eins gerade. Okay. Ich brauche von. Okay. Alles klar, ich verstehe. So. So, dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwie was Lustiges finden. Das machen wir gleich in den Warenkorb, da haben wir gleich ein paar Ersatzteile. ESP. Das kostet irgendwie gar nicht so viel. Ja, passt soweit. Bestellen, kaufen, zumachen, Geld nehmen. Nein, ich will E-Mails. E-Mails will ich eigentlich schicken. So. To-Do-Liste reinigen, Sticker anwenden. Reinigen, Reparatur. Jetzt wollen sie alle das da haben, weißt du? Autoroller Racer. Brick Game. Ich will einfach nur gucken. Oh, das gibt ordentlich Kohle. Reinigen, Reparatur, das nehme ich an. So. Und dass da auch, guck mal, wie viel Kohle das gibt. 11.000. Boah, ich suche mir nur noch die teuren Aufträge, weißt du? So, da ist noch irgendwo Posteingang. Einer sollte noch hier sein, ein neuer. Wo denn? Achso. Ersatzteile für Sensei. Falls du die Sache mit der Beschaffung von Ersatzteilen je anders überlegst, antworte mir einfach auf diese Nachricht. Nee, du, lass mal gut sein, ja? So, warte mal. Hat mein Gerät wieder zum Leben erweckt. Sensei ist große Klasse, wer schnell repariert, brauchst du hierher kommen. Das wird schnell gut erledigt. Also kommen keine Fragen, wo man das Gerät her hat. Sehr Befehl für alle, die wissen, was ich meine. Aha. Okay. Danke. Was war das da gerade? Zubehör kaufen? Achso. Ja, komm. Nimm alles mit. So. Guti. Haben wir gut gemacht. Kann ich das irgendwie schon anfangen? Okay, aber ich habe doch noch gar keine Lizenz. Ich habe sie zwar gekauft, aber die ist noch gar nicht zugestellt. Okay, ja, egal. Dann machen wir das trotzdem sauber. Da. Ah. Oh, was ist das so? Okay. Ah, jetzt. So. Okay. Das scheint der Lautsprecher selbst zu sein. Da sind noch ein paar Sträuben. Okay. Die Garantie brauchen wir uns bei dem verranzten Ding keine Sorgen zu machen. War doch alles, oder? Das Problem. So. Okay. Dann reinigen wir das mal. Habe ich zwar jetzt nicht mehr auf dem Plan, ich wollte gerade Feierabend machen, aber wenn es geht, mit der Lizenz ab da, wo du sie kaufst und nicht, wo du sie wirklich besitzt, dann soll es mir recht sein. Und das dann gleich machen kann. Dann hat auch der
Hashimoto oder wie er heißt. Der hat dann auch viel früher. Der hat dann auch viel früher sein Zeug wieder. Da freut er sich doch bestimmt, oder? Mal auf. Ja. Also. Hallo, wo kommst du hin? Aha. Das war doch da irgendwo dran, oder? Keine Ahnung. Okay. Ach, das ist einfach nur der Clip, gell? So. Nicht. Dahin. Dahin, lass mich raten, es ist 8 Uhr. Ich will doch die Antenne da irgendwo reinmachen. Geht denn das nicht? Hä? Was doch da neben hin? Will irgendwas? Linkenabdeckung. Wer das da? Ah. Moment, ich muss das Ding ins. Wo habe ich denn da hingeschmissen? Nein, nein, nein. Da. Ah, jetzt hat. Okay, Schraube rein. Bam. Problem gelöst. So. Hier ist was? Ah, Sticker. Noch eine Lizenz zum Hinstellen. Mensch, toll, danke. Bin schon fleißig in Benutzung, weißt du? Moment, habe ich mir die gerade nicht gekauft? Ja gut, kaufen wir. So. Ah, eine Godzilla-Figur. Gut. Die ist aber klein. Stellen wir da oben hin. Pass auf. Ich hätte gerne den gerade nicht da oben stehen und den Godzilla natürlich hier. Da. So. Scheint alles Paletti zu sein, hä? Hier ist das Geld. Jetzt kannst du mir die Miete zahlen, die du mir schuldest. Blöde Ausstellung, blöder Wettbewerb. Nickt das da auf. Wie nimmt man denn am Wettbewerb teil? Weißt du, was du da fragst? Du kannst dich einfach hineinspazieren und teilnehmen. Deinen Namen kennt niemand. Du hast kein Ansehen. Du hast doch nicht mal einen Lötkolben. Solltest erst einen kaufen, aber ja, da gibt es ein paar Probleme. Er schickt mal einen Elektriker vorbei. Der hilft dir mit dem Licht weiter und kann dir außerdem helfen, einen Lötkolben zu beschaffen. Der hat Kontakte in der Gegend und kann außerdem den Zähler installieren. Ich hatte vergessen, dass du keinen hast. Was für ein Zähler? Stromzähler oder was? Ich gebe dir gleich mal hier Zeug installieren. So, Videokassetten. Wo stellen wir denn die hin? Da oben. So, Gemütlichkeit +3. Was bringt mir das? Keine Ahnung. Geht dann vielleicht die Zeit nicht so schnell. Das wäre eine gute Idee. Schon wieder 10, weißt du? So. Okay, lass mal. Okay, jetzt kaufen wir uns einen besseren Pinsel. So. Guti. Hallöchen. Achso, mein Pinsel. Oh, der ist aber schnell da. So. Dann würde ich sagen, ja, gut für heute. Nichts mehr. Das Ding ist, oh, was ist diese Uhr hier? Ich bin richtig am Überlegen, diese Uhr, keine Ahnung, darüber zu stellen oder so. Weil die stört. Oh, ich habe kein Radio an. Die stört einfach, weil die hetzt mich. Es ist 11 Uhr und Tag noch nicht beendet und überhaupt. Wieso mache ich denn jetzt das Radio eigentlich an? Ach, egal. Ring, ring. So. Ihr Leute. Immerhin 1 abgeschlossen. Was war das für ein verdammt kurzer Tag? Zack. Danke fürs Zugucken. Viel Spaß bei der Nachsynchronisierung. Tschüss. Bis morgen.